Einflussreiche Akteure der amerikanischen Geschäftswelt fordern die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Verhandlungen mit China. Die Wall Street berichtet, dass die amerikanische Handelskammer, der Nationale Einzelhandelsverband und der Industrieverband einen Brief an die Finanzministerin Janet Yellen und die amerikanische Handelsvertretung Catherine Tai gerichtet haben. Der amerikanische Sender CNN hat 3 seiner Mitarbeiter gekündigt, weil sie ungeimpft zur Arbeit kamen. Außerdem gab der Sender bekannt, dass er den Homeoffice für seine Mitarbeiter bis in den Oktober verlängern werde. 2 uigurische Vereine in der Türkei haben unter dem Titel "Wo ist unsere Familie?" eine Fotoausstellung organisiert, welche dem Leid der uigurischen Familien eine Stimme gibt. An der Ausstellung nahmen hochrangige Politiker, Aktivisten und uigurische Familien teil, deren Angehörige seit Jahren in chinesischen Konzentrationslagern interniert sind. Der Iran hat aufgrund von steigender Gewalt in Afghanistan die Grenzübergänge bei Sistan und Belutschistan geschlossen. In der kanadischen Stadt Quebec wird ein Impfpass-System eingeführt, damit Vollgeimpfte an gesellschaftlichen Aktivitäten teilnehmen können. In Stadien und Restaurants werden die Impfpässe kontrolliert. Regierung Biden verlängert den Aufenthalt von Hongkongern aufgrund der Pekinger Haltung um 18 Monate. Die Sprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki sagte, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um die unterdrückten Hongkonger zu unterstützen. In Alaska sind gestern bei einem Flugzeugabsturz 6 Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug kollidierte mit dem bergigen Terrain. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wurden 3 Bronzemedaillen erworben. Somit erhöht sich die Zahl der türkischen Medaillen auf 10. Bis jetzt hat die Türkei eine Gold-, eine Silber- und 8 Bronzemedaillen.